Schöne gute Mittag für unseren Webinar von heute über die Möglichkeiten für seine Steuererklärung zu optimieren. Mein Name ist Patrick Malgis, ich bin der Mitgründer von taxx.lu. Für die uns noch nicht kennen, wir sind eine Plattform, die dich erlaubt, der Steuererklärung ganz einfach online, also weit für mich automatisiert auszufüllen. Vielleicht sehr zum Webinar, wenn ihr konkret Fragen habt, da könnt ihr die auf der Plattform, wo ihr gerade guckt, entweder auf Facebook, auf YouTube oder auf LinkedIn, ganz einfach in Kommentare schreiben. Eventuell können wir dann schon eine Antwort geben während dem Webinar, aber nicht, dann antworten wir einfach am Kommentar auf der Seite, ob ihr froh. Die könnt ihr aber auch ganz gerne an unsere Equipe melden, respektiv wenn ihr wollt in Rendezvous an einem kurzen Gespräch den Punkt zu machen, über Möglichkeit für Steuern zu spuren, dann seht ihr links hier beim Schirm einen QR-Code, wenn ihr das scannt, könnt ihr direkt ein Rendezvous holen, die kriegt ihr angerufen, das dauert im Normalfall 15 Minuten, dann machen wir ein bisschen Punkt über ihre Situation und dann können wir gucken, wie wir erst helfen können, auch in Zukunft meine Steuern zu bezahlen. Gut, fängt man an. Vielleicht ganz allgemein, eine Steuererklärung zu Lützeburg ist nicht für jeden obligatorisch. Mehr sogar für die keine machen oder keine machen müssen, kann es aber Sinn machen, eine zu machen, weil ich ganz einfach verschiedene Sachen kann aufsetzen und dadurch also dann noch Steuern kann sparen. Und das sind also die Sachen, die wir heute zusammen werden besehen. Ich für das Steueroptimierung überhaupt wenn ich von Steueroptimierung also bei privater Steuererklärung, dann hat meistens die Sachen, die kann aufsetzen auf seiner Steuererklärung, Assuranzen, Pensionen, Bausparverträge und so weiter, die das bestimmt kennt, an die das aufsetzen, das erlaubt dich also Steuern zu sparen. Wie viel du spart, das ist auch gleich, das hängt immer von ihrem Revenu auf. Das ist, wer für einfach zu machen, wer mehr verdient, wer auch könnte mehr Steuern eben in dem Moment sparen. Wir sehen da konkret Beispiele. Vielleicht ganz allgemein mal, von was hängt überhaupt auf, wie viel Steuern ich muss bezahlen, weil du gehst en gros zwei Punkte. Einerseits hängt das von ihrem Revenu auf, also vom Revenu imposable, und auf der anderen Seite hängt das von ihrer Steuerklasse auf, die eben abhängig ist von ihrer Familiensituation. Wie geht der Revenu imposable gerechnet? Bei dir einerseits allgemeine Revenuen, das sind Paien, Pensionen eventuell, vielleicht Loyer, den Rückrut, wenn ein Appartement verloren wird, und so weiter. Dann gehen ganz kurz Sachen aufgezogen. Der Steuererklärung schwätzt man von Dépenses Spezialen, die man noch nicht gesehen. Da kriegt der Revenu imposable und da gehen ein Abattement aufgezogen. Das kann zum Beispiel ein Abattement sein, wenn der bestört sieht oder gepackt sieht. Das können Freie sein von der Crèche von ihrer Kanner. Und ganz zum Schluss kommt dann auf der Revenu imposable ajusté und die geht also geholfen, dann zu gucken, wie viel Steuern das muss bezahlen. Wenn der Lobe der Steuerlast drecken, dann hat er sich drei Möglichkeiten für das zu machen. Einerseits können natürlich Revenu draufsetzen. Ich meine, das ist nicht in ihrem Interesse, wenn er bei dem Patron geht und so, die geben einfach gerne verdienen. Andererseits, was mir einfach ist, sie können Dépenses Spezialen draufsetzen oder Abattement draufsetzen. Dadurch gibt dann ein Revenu imposable ajusté wie klein. Und dadurch dann in dem Moment noch mal steuern. Zweite Sache, als Steuerklasse, wo da dran sieht, für einfach zu machen, gehen drei Steuerklassen zu Lützeburg. Es gibt die Steuerklasse 1, das ist für alles, was zelibatär, also Single sind. Dann 1a, das sind zelibatär mit Kanner. Und dann Steuerklasse 2, als für bestörte Leute.
oder für Leute, die gepackt sind. Beim Pax muss ich just oppassen, für eng Steuererklärung können zusammen zu machen, muss er vom 1. Januar bis 31. Dezember von dem Jahr von der Steuererklärung gepackt sind, sonst könnt ihr nicht net die Steuererklärung in dem Moment Summe machen. Von der Logik haut gepackt gehen, dass die echt Steuererklärung, die zur Summe könnt machen, die von 2023, nicht die von 2022. Bei bestimmte Koppeln, die Haut bestört gehen, die können schon ganz 2022 dann zu Summen die Steuererklärung auch machen an anderen Steuerklasse 2. Das sind die zwei Sachen, auf denen kann schaffen, warum die imposable, du kann effektiv etwas machen, Klasse d'impôt, die ist aufhängig von der Familiensituation, an du können sech net Wegspründe Freckle go, dann gi du einfach bestörde just für an Steuerklasse 2 zu kommen. Wéi gëtt Äre Steuer to festgesät? Mat muss wissen zuletzt schon mal een progressive Steuersystem der Teger sech, dat es da wat der méi verdingt, wat der méi besteuert git. Die Stadt geht vun 0%, mégläche Beispiel bis Rob 42%. An do gëtt eng Majorationun dabei fir den Fonds de l'Emploi. Dat sind 7% fir zum Beispiel an der Steuerklasse 1 sieht, am Mann wie 150.000 € verdingt, an wann der du drüber wird, dann gift den Deel mat 9% zusätzlich besteuert gin. Klein Beispiel ein Single, die 50.000 € Salär imposable huet, den ass dabei engem Steuersatz von 39% auf den letzten Euro, die verdingt, immer nur gleich, plus die 7% für den Fonds pour l'Emploi. Der Tisch nas sech gëtt besteuert auf den letzten Euroen mat 41,37%. Dat hört schon noch viel un. Die 41,37%, wie gesagt, die net ganzen Revenu appliziert, mir just auf den letzten Euroen. Und muss noch wissen, dass der Tisch am Umkehrschluss auch, wenn er zum Beispiel 100 € aufsetzt, dann spurt er sich 41,37 € Steuern. Hier mal ein kleines Beispiel, wie der Barem da appliziert wird. Ich gehe ganz sehr drüber. Wir sehen sich ein Beispiel von einem Single, den 50.000 € Revenu imposable ajusté hat. Und da sehen wir da ganz klar, dass die ersten 11.000 € die verdient, die gehen sich gut besteuert mit 0%. Dann die nächste Tranche, die 1872 €, die mit 8% besteuert. Dann die nächste Tranche mit 9%, und so weiter und so fort. An alles wird an dem heutigen Beispiel über 45.897 € verdienen. Das gibt dann mit 39% besteuert gehen. Drauf könnt ihr nach den Fonds pour l'Emploi, die 7%, wie wir gesagt haben. Das heißt, am Ganzen hat die Single High pro Jahr 9.743 € Steuern zu bezahlen. Das möchte dann ein Taux d'imposition moyen, die eine Moyenne geht da besteuert, da die Halbperson besteuert mit 19%. Das ist für du gesehen, Ziel aus der Revenu imposable aufzudrecken. Wie viel Steuer können spüren, hängt wie gesagt von ihrem Abkommen auf. Wir können ein kleines Beispiel machen. Wenn man die Zelibatär von Fidrun holen, die 50.000 € verdient, weil die gibt ohne die Steueroptimierung rund 1.743 € Steuern bezahlen. Und wenn man die 4.000 € aufsetzen von seinem Revenu, Assuranzen, Zusatzpension, Bausparvertrag, dann hat er just noch 46.000 € Revenu imposable. An dem Fall sehen wir hier in diesem Tableau, die wir für auch hatten, dass also die letzte Tranche, die mit 39% besteuert wird, viel mehr kleiner als wie für drin. An dem Moment wird der totale Payé natürlich auch gut Stück mehr klein. Hier sehen wir das nach einmal, wir hatten gesagt, für drin 4 Steueroptimierung, die für 9.743 € Steuern bezahlen. Und nachdem es vorhin 4.000 € aufgesetzt wird, muss ich just nach 8.074 € Steuern bezahlen. Das heißt, spürt also 1.669 € Steuern durch das Aufsetzen von denen 4.000 €. Wie eng Möglichkeit gibt, für eben die Revenu imposable aufzusetzen. Beim Hün auf einer Seite haben wir ein Depens spécial, auf der anderen Seite Abattement, von dem wir kurz geschwärzt haben. Bei den Depens spécial, da fangen zum Beispiel Zinsen auf Prämien, die da hat, Assuranzen, ein Logement oder eine Prévoyance vieillesse, also eine Privatzusatzversicherung, Zusatzpension, pardon. Dabei in Abattement, da können wir zum Beispiel aufsetzen, als was Frais de Domesticité sind, Frais von der Crèche, von der Maison Relais,
wann eng Botsfrau astalt huet oder eng Botsfirma huet, die du bei spotze könnt, die können der all bei der Bottom dann aufzählen bis Maximum von 5.400 €. Du charge extraordinären, dat sind also Chargen, den eventuell kann aufsetzen. Beispiel du wäre zum Beispiel wann der gräser Operationen huet an en Deel von der CNS überholl von der Krankenkäse, wann du iwwer der gewëssene Minimum kommt, den aufhäng von dem Revenu von der Unzahl von Kanner an Stot, da können die auch zusätzlich aufsetzen auf der Steuer erklären. Dann der letzte Punkt, den das nämlich aktuell Mobilität durable, also ein elektrische Velo, ein elektrisches Auto ist im Moment nämlich aufsetzbar, du kriegst eine Subsidie vom Staat. Du musst wissen, beim Depens Spezialen, du gëtt immer verschiedene Plafonds. Die Plafonds sind aufhängig, zum Beispiel von der Unzahl von den Leuten, die dort wohnen, und auch teilweise aufhängig von ihrem Alter. Wenn wir bei den Zinsen sind, bei den Assuranzen, dann ist es so, dass da ein Plafond zu gut wird von Maximum 672 € pro Person in der Ménage. Das heißt, wenn der Lo ein Koppel hat mit 2 Kanner, dann ist das 4 mal 672 €. Das ist 2.681 €, die ihr könnt aufsetzen. Die zwei Kategorien, die gehen zusammengeworfen, das heißt, Zinsen auf ihrem Autoprä zum Beispiel an Autos Assurance, das ist dieselbe Plattform, den du spielst. Bei den Zinsen, da zählen nicht nur Zinsen auf ihren präpersonellen für ein Auto oder so Sachen, aber du kannst auch aufsetzen Zinsen, die eventuell auf einer Kreditkarte hat, oder wenn der am Minus auf einem Konto Courant sitzt, da fallen auch Zinsen und auch die können du ruhig dabei setzen. Du kriegst am Ende vom Jahr oder am Anfang vom neuen Jahr ein extra Zertifikat von der Bank, an die können dann Hölle für eine Steuererklärung zu machen. Dann bei den Assuranzen, du kannst zum Beispiel aufsetzen, die Assurance, also Responsabilité civile von ihrem Auto. Wichtig, du hast Kasko zum Beispiel nicht aufsetzbar. Auch du kriegst von den letzten Assuranzen immer Zertifikat, wo du da genau wisst, wer da könnt auf der Steuererklärung dann draufsetzen. Dann hat er Lebensversicherungen, an die können auch zum Beispiel Zusatzkrankenversicherungen aufsetzen. Du machst 2 Beispiele von unserem Partner der Lalux. Wenn wir zum Beispiel die Lalux Education holen, das ist eine Lebensversicherung für Erkanner Unspur, respektive Erkanner aufzusichern für den schlimmsten Fall. Das heißt, von dir oder Frau oder Partner geht verschieden. Du mal ein kleines Beispiel, dir könnt zum Beispiel so, okay, ich mache so eine Lebensversicherung, ich investiere 100 € pro Monat während 10 Jahren. Komm mal nun net kann im Moment 8 Joen will dat usperen wann der Urzing krit, wann der Duni geht. Wann dat an 10 Joer nach lieft, wat mir hoffen, dann gift Kant dem Moment all Trimester eng Rent kree vun 431 €, Tischcht iwwer die 5 Joer geguckt, wären dat 8.760 €. Wann ich abs gif geschéier fir run, oder Partner, dem Moment kann dann einen gewissen Betrag ausbezahlt. Heißt zum Beispiel, wenn gibt allen schwedischen Autosaccident verstirben, da gibt kann 105.025 € dann dem Moment ausbezahlt kriegen. Ein kleines Beispiel betreffend Steueroptimisation. Holen wir ein Koppel-Date zusammen das Salär imposable von 100.000 € hat. Weil die bezielt ja, wenn sie 100 € pro Monat während 10 Jahre bezielt, am ganzen 12.000 € dann dem Moment an der Assurance an. Sie kennt do vu Steuerersparnis profitieren von rund 5.000 € an. Schlussendlich hat die Assurance se da just nach bisschen Manner wie 7.000 € kascht. An Kant kriegt Minimum 8.760 €, für zu weisen, dass nur sich durch die Steueroptimierung dann etwas mehr dabei rausholt. Ein anderes Beispiel ist eine Zusatzkrankenversicherung, Easy Health von der DKV. Da geht alles kouvriert, was zum Beispiel CNS nicht überholen. Wenn beim Doktor geht, dann tut eine Partizipation. Das geht überholt, selbst wenn der Spidol geht, von der Linsen oder Brille, neue Brille kauft. Alles, was du Zahn macht, kann du drin fallen. Dann Kine, Osteopathie, andere ganz grob andere Sachen, wie zum Beispiel eine Assurance von dem Ausland geschehen. An dem ist du beim Doktor gehen, wo dann direkt über DKV kouvriert sind. Auch da ein kleines Beispiel, kommen holen den Single, den Moment 30 Jahre alles, den Salär imposable 50.000 €. Bei dem Assurance gibt pro Jahr 710 € kosten.
Du kennt ihr dann wann länger 672 € aufsetzen, dass der Plafond der für gesinn hun dat gibt der man 280 € Steuer spurt die kostet Assurance 710 € just 430 €, wat 36 € pro Monat gif dem Moment ausmacht. Eng Assurance soll restendu sech eng Assurance, déi en Pré fir d'Haus aufdeckt. Techt am Stierfall gift dem Moment die Assurance asprangen an de Pré anreck bezuelen, fir dat zum Beispiel Familie moment net op dem Pré sitze bleif geschitt. An dem Moment van so Assurance soll restendu mat an 2 Meigketen. Di ich méch dat so okay, ich bezuelen die gre pro Joer. Ab dem Moment fallen die Prim, die du bezuelt, ënner de normale Plafond von ihrer Familie. Ich war du schon so eine Lebensversicherung kann eng DKV nach ein Auto und sieht so iwwer dem Plafond, da möchte dat steuerlich gesinn käsen. Die andere Möglichkeit, die der hut als die bezahlt die Assurance op EQ als Primunik für die ganze Laufzeit von der Assurance. An dem Moment hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass einen speziellen mihege Plafond zu gut tut. Den muss sich ausrechnen, dass sie 6.000 € pro Erwursen den am Sto das plus 1200 € pro Kant an pro Jahr, weil der mir also wie kommen 8% dabei. Hier ist ein kleines Beispiel, ein Pap von 4 Jahren, ein Mann von 31 mit 2 Kinder, die kennt bald 25.000 € in dem Moment auf seiner Steuererklärung aufsetzen. Wenn wir das an ein Beispiel verpacken, ein Revenu imposable von 120.000 € ohne eng Primunik, da wäre 27.833 € Steuer fällig gehen, wann du die Primunik aufzieht, wo du gesinn und den maximale Plafond für die Familie, dann mis just 17.401 € Steuer bezuelen. Der Tisch die hat sech durch die Primunik, die du bezuelt, bis méi wie 10.000 € Steuern gespurt. Einfach Beispiel kann man nun, die gibt den Prä für 600.000 € aufdecken über so eine Assurance, die gibt 24.960 € bezuelen, Steuervierdeel von 10.432 € aufgezogen, sodass die Assurance erst zum Schluss 14.521 € kosten. Auch da wird gut zu wissen, dass den große Plafond für Primunik, die könnt ihr alle 5 Jahre den eigentlich spielen lassen. Der Tisch von der so, okay, schon 2015 ein Haus gehabt, schon 600.000 € von dem Haus durch Prädemos aufgedeckt, und schon haben noch vielleicht 400.000 € zusätzliche Prä. Da könnt ihr nach einer neuen Assurance machen, für auch den Rest vom Prä aufzudecken, und dann den höchsten Plafond eben applizieren, ob ihre Steuererklärung an Familien zusätzlich aufsichern. Wir haben den 11. November hummer nees eng Mëtte wo Webinare sinn zu genau dem dritten Thema. Ich war bis mir genau gucken, wat sind die Lebensversicherungen, die ginn, die noch steuerlich kann aufsetzen. Wir schwätzen ein bisschen genau über DKV an, über Zollrestendu mit ganz konkrete Beispiele, wo dann méi gewur geht, wie eng Produkt an Situation eventuell könnten Sinn machen. Der Wert, wann soweit das, auf Facebook, LinkedIn und noch per E-Mail Bescheid gesucht kriegen, dass die Webinare stattfanden, und da kann ich dann zuschauen. Eng Epargne Prévoyance ass eng Zusatzpension, die könnt ihr aufschließen und könnt immer da bis zu 3.200 € Tour aufsetzen, das ist das Maximum. He spielen kann er net. Die Plattform die wirklich appliziert pro awus Person am Sto. Von ein Koppelhut, da kann an dem heute Fall de Pap eng so eng Assurance macht von 3.200 € an Mam eng einer von 3.200 €, die am ganze Kind 6.400 € aufsetzen. An wann se een Revenu imposable von 100.000 € hätten, da wären dat pro Jahr 2.670 €, die du gespurt gin. Dir décidéiert sech de Betrag, den der wird all Monat investieren. Dat kann 50 € de Monat las goen, de Maximum sind 266 € de Monat fir op die 3.200 zu kommen. An dat Geld dat gëtt dann sech blockéiert bis zum Alter vu 60 Jahre. Ich mat 60 Jahre, egal ob zu dem Menschen der Pension oder net, können op dat Geld zurückgreifen. Spielt eine andere Regel, wenn zum Beispiel mat 55 Jahre so eng Zusatzpension aufzuschließen, was absolut möglich ist, dann muss Minimum 10 Jahre laufen, die Moment Kinder recht mat 65 Jahre auf das Geld zurückgreifen. Bei unserem Partner La Lux gibt es 2 Optionen. Du denke Performance,
dat Tisch ganz einfach dat Geld an Fonds investiert wird op der Burs, profitiert durch von engem besseren Rendement, aber mir en großen Risiko oder die Option Security an dem Moment hu der eine Kapitalgarantie, wat man krit an die können doch die krit eng eventuell Partizipation und Benefis, wann der Kompanie gut geht, die dadurch remuneriert mat 1-2% ungefähr. Wenn man do Beispiel hullen engkeier eng Person, die 100 € de Monat investiert, da kriegt nur 25 Jahre ungefähr 57.000 € ausbezahlt. An von dem Monat huet der Staat durch die Steuerverdeler 12.500 € geschenkt. Wenn er op dem Maximum geht, die 266 € pro Monat, da kriegt ungefähr 150.000 € no 25 Jahre dann ausbezahlt. An von dem Geld huet der Staat eben der Steuerverdeler 33.400 € geschenkt. Wann dat Kapital ausbezahlt krit mat 60 Jahre, dann fallen auch Steuern nun méi just den halben Taux moyen. Also als Beispiel eng Koppel man dem Salär von 100.000 € sind dat ungefähr 9% von dem Monat, die dann du aufhalen. Bis du hin gift du de Koppel awer rund 42 oder bald 42% Steuern op all Invest spuren. Och do ma nächst woch nach Webinar dazu, wo man bis mir genau de Produkt von der Zusatzpension erklären, was sind Vierdeler, was muss ich wissen. Den nächsten Freitag um 12 Uhr auf Lützeburg kann ich da raschalten. Bausparvertrag kann doch über Steuerklang aufsetzen. Da spielen also zwei Regeln für die Plattform festzulegen, dass das 12 von den Leuten in ihrem Haushalt sind. Die spielen kann auch matt. An, wenn der zwischen 18 und 40 Jahre alt sitzt, da geht der Monat dann dubliert. Das heißt, wenn du zum Beispiel heute das Beispiel gesehen, der Papa 40 Jahre, Mama andere, zwei Kanner, da können da bis zu 5.376 € aufsetzen. An dadurch gibt eine Familie, die bei einem Revenu imposable von 100.000 € ist, rund 2.243 € Steuern an dem Moment spuren. Nur 10 Jahre kann ich das Kapital dann ausbezahlen lassen. Das muss dafür daheim benutzt werden. Da könnt das benutzen, wenn ihr in dem Moment etwas Neues kauft. Die könnt benutzen, um es daheim zu renovieren. Oder die könnt natürlich auch einfach benutzen, für eure Prä, die in dem Moment laufen, dann zurückzubezahlen. Auch do wir den 18. November ein Webinar, wo wir ein bisschen genau auf den Bausparvertrag angehen, gucken, was da die Regeln sind, und die Möglichkeiten, die ihr habt, für so einen Bausparvertrag dann eben zuzunehmen. Welches Produkt passt da bei mir? Das hängt wirklich von ihrer persönlichen Situation auf. Da spielen die Faktoren mit, wie wir früher gesagt haben, Familiensituation, die Revenuen, den Alter. Das heißt, du musst schon eine Analyse machen, par rapport zu ihrer Situation, was du am meisten Sinn möchtest. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist natürlich von der Steuererklärung auf tax6.lu macht. In dem Moment hat ganz zum Schluss, wenn der Steuererklärung fertig ist, kriegt automatisch eine Analyse von den Sachen, die in ihrem Fall Sinn machen. Und ich sehe doch ganz genau, was da spuren könnt. Hier sieht ihr, wie die Seite ungefähr ausgesehen. Das heißt, wir weisen nicht da erstens mal den Opti-Score, das ist ein Score zwischen 0 und 100. An wann der 0 du huet, dann hecht dat er gonne aufgesät oder der Steuererklärung, wann der 100 op 100 sit, nicht dat all Plattform, wo ders könnt machen aufgesät huet. An donne van den drinnner Videoen, wo man erklären, wie genau dat funktioniert von den Apps aufsetzen. An die krit genau gesot, da wäre eine Kategorie, dass er wieviel Steuer noch kein Spuren. Die krit genau abhängig von ihrer Situation, von ihrem Revenu, von ihrem Alter, kriegt ausgerechnet, was nach wie ihr möglich ist. Und die können auch direkt Kontakt mit uns abholen an einem kleinen Telefonsgespräch von 15 Minuten darüber den Punkt machen. Eine andere Möglichkeit, die wir haben für User oder für Leute, die nicht hier Steuererklärung das Jahr oder noch nicht hier Steuererklärung bei uns gemacht haben, die können ganz einfach Zeit www.tax6.lu/simulator gehen. Und du kannst den PDF, den sie vielleicht selber ausgefüllt haben, hochladen. Innerhalb von ein paar Sekunden sieht er praktisch dasselbe wie heute. Ich kriege genau ausgerechnet, ob er Situation hin, was Kinder noch aufsetzen und wie viele Steuerkinder dann in ihrer Situation auch spuren. An die andere Möglichkeit, dass die, wie ich schon gesagt habe, ihr könnt ganz gerne Rendezvous holen, einfach den QR-Code scannen
in dem Moment gesieht Kalender, du könnt ein Datum an eng Auerzeit auswählen, wo dir passt, die Hilfsnummer mir rufen schon an 10-15 Minuten man den Punkt man dir zu summen gucke wat an Ihrem Fall ge Sinn machen. Sos für alle Pro, die der hat, könnt ihr als im Support schreiben. Op Tax.lu natürlich immer weiterrolle, wo von der Steuererklärung mat. Du fand der inneriert enke op der Seite en Chat, wo es Fiskalisten sitzen und ich antworten oder immer eng Mail op help@taxx.lu mat alle Froen an dann sind wir ganz froh auch do weiter zu helfen. Dat wäret fir haut Mëtten, wie gesot, vergisst net die Webinar in der nächsten 3 Wochen werde stattfannen zu den verschiedenen Themen, wo dann enkeier bësse méi gewur gibt. Ech so Merc fir Opmerksamkeet an ich wünsche einen exzellenten Appetit. Merci.